Ja Leute, es ist kaum zu glauben, aber doch wahr, es gibt mich noch. Auch bei Fire Emblem Three Houses geht es jetzt endlich weiter. Ja, ich weiß, der letzte Part liegt, glaube ich, ich sehe gerade, wenn diese Folge rauskommt, liegt der letzte Part tatsächlich schon, aber gerade nicht, liegt der letzte Part tatsächlich schon 3 Monate zurück. Ach du Scheiße. So, Aktualisierungsdaten wurden runtergeladen. Zur Verfügung, so eine neue Quest. Kannst einen neuen Charakter auf eine Tasse Tee einladen. Ach ja, steht aber ja was. Du kannst mit der Option eine neue Geschichte auf sie zugreifen. Was? Aha, ist. Warte, doof, neue Geschichte. Ja. Da geht es ja um die Dinge, weil ich ganz vergessen habe. Um das sogenannte 4. Haus. Was es ja eigentlich geben sollte. Und irgendwie doch nicht gab. Also, ich meine, von der Story her im Spiel. Die Silbernen Wölfe oder so, das ist etwas, was ich später zeigen will, weil es aktuell, zu unserem aktuellen Let's Play hier mit die rote Blume, halt nicht so wirklich zum Integrieren ist. Oder noch nicht. Es geht schon, aber es irgendwie, ich kann nur Charaktere integrieren, wenn ich sie aber in der anderen Geschichte, eine neue Geschichte, wenn sie dort freigeschaltet habe, dann kann ich sie hier hinzufügen. Das war gemeint. So, ja, zum Glück habe ich mir ein paar Notizen gemacht, weil 3 Monate ist doch schon lange her und da weiß natürlich nicht mehr so viel, was damals so abging. Aber es ist so, wir hatten damals uns ja überlegt, endlich mal die Item-Ups zu verteilen an unsere Charaktere, nicht wahr? Und, jo, das dann den Protagonisten wählen, ja. Genau, von Kapitel 25 dann eine Quest zur Verfügung. Okay, schon anzulangen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt überhaupt noch möglich ist. Die Quest, weil wir sind ja schon über Kapitel 5 schon lange hinaus. Aber egal. So, wir haben noch Gespräche hier und da. Die gucken wir uns ein anderes Mal an. Erst einmal die Items. Machen wir es hier drüber. Ich glaube schon mal. Also, ich habe mir das damals oft ein bisschen überlegt, wie ich das genauso verteilen möchte. Und ihr seht, ich habe die zum Teil ein bisschen verteilt, zum Teil auch ein bisschen weniger. Und die werden wir gleich auch jetzt einsetzen. Der Grund, wieso ich denen das jeweils gegeben habe, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht mehr so genau. Nee, war natürlich schon so, dass es irgendwie einen Grund dafür geben muss. Zum Beispiel bei Felix, weil er gerade erst Schwertmeister geworden ist, deswegen der Trefferin, damit er ein bisschen höhere Trefferquote hat und so. Da bei Petra den Marschring und so, da ist klar. Aber so viele Item-Ups wie eben der Ambrose oder hier Weiße Verona hatten wir eben gar nicht. Und das war das, was ein bisschen irritiert hat. Und ihr seht auch, ja, ich habe hier Sherisa ein paar neue Waffen gegeben. Weil ich mir auch überlegt habe, dass ich den Fokus ein bisschen mehr auf ihn setzen will. Das heißt, ihn auch einsetzen will, weil, ja, es ist ja auch so, wir können Sherisa nur in der Route einsetzen, wo wir gerade sind. In der roten Blume. Und es macht keinen Sinn, ihn im Team zu haben, aber nie mit ihm zu spielen, sei es aus Sympathiegründen oder so, weil, ja, es geht nur hier. Wenn ich doch mal irgendwie irgendwann mal sage, hey, ich will da irgendwie die, wie heißt der andere Route schon wieder? Die weiße Schneeroute, zumindest die Kirchenroute, wo wir uns ja gegen Edelgard, sondern für die Kirche entscheiden. Da kann ich ja weder mit Edelgard noch mit Hubert, genau, und Sherisa. Mit den dreien kann der gar nicht mehr fighten. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, die 3 jetzt hier zum Beispiel nicht einzusetzen. So, also, setzen wir ganz kurz mal ein. Bewegung, ja, doch, das war irgendwie ein Grund, weil ich mir dachte, ein bisschen Bewegungsfeuer kann bei dir nicht schaden, Kumpel. Ich habe die Elixier noch nicht verteilt, das stimmt, weil er das erst jetzt machen wollte. Weil zum Teil der Platz noch gefehlt hat. So. Ein bisschen mehr Glück kann bei dir nicht schaden. Ich glaube, das habe ich damals mir auch überlegt, ein bisschen wegen den, wegen ihren Fertigkeiten, genau. Dann Hubertus. Bisschen mehr Charme. Das ist doch wegen der KP, wa? Ah ne, auch Charme, okay. Dann war es aber auch wegen der Fähigkeiten. Bisschen mehr Charme, der schadet nie. So. Ferdinand hat bereits einen eiligen Ring, jo. Der macht bei dir ein bisschen mehr Power. Ja, weil er hat halt zu wenig Power. Das ist so, da kann man schön reden, wie man will, aber es ist leider so. Kann man dir mal nichts zugeben, weil Magier haben eh nicht so viele KP.
Kaspar Stärke +1, aber jetzt hier mal so überlegt. Weil, ja, ist klar, war es einfach einer zu schwach. Generell Kaspar überhaupt noch groß in Kämpfen einsetzen wollen. Jetzt nicht mal nach generell sagen, oh, Kaspar, du bist schwach. Also, ist er eigentlich schon. Aber eben in Bezug auf, dass ich halt Hubert, Edelgard und auch Cerisa eigentlich auch immer einsetzen sollte. Wo es geht. Ja. Müssen, glaube ich, auch ein bisschen von Situation zu Situation gucken. So, ein bisschen mehr KP. Sie hat ja auch so wenig KP generell, das heißt, eine Mixtur geht bei ihr auch. Dorothea, dann haben wir Petra, Ambrosia. Ja, sie hat ein bisschen wenig Verteidigung, das ist korrekt. Felix, bei dir, da kommt das noch hinzu. Dann haben wir noch einmal einen Mage, da gibt es das. Ingrid, die weiße Verona, was macht die schon wieder? Resistenz, okay. So, dann Raphael, Kriegertool und Elixier können es anders sein. Ignas, Hannemann, die kriegen alle nichts mehr, weil ich nicht dabei haben will. Jamir wäre eine Option für mehr KP, weil die doch eigentlich schon viel hätte, aber noch ein bisschen mehr haben könnte. Oh. Ein bisschen Magie hat er noch. So. Jo, geht perfekt auf, wa? Also, das soweit dazu. Ich glaube, den Rest habe ich soweit gemacht. Fertigkeit, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich noch ein bisschen... Oder gar nichts gemacht, weil nichts mehr war. Kann auch sein. Egal. So, was mir auch noch notiert habe für diese Folge. Kämpfe zweimal mit Fokus auf Cerisa und anderen Einheiten für Level 30. Ja, da ist klar, weil es ist letzte Tage ist im Monat, bevor dann ein großer Kapitelkampf kommt. Und wir können überhaupt noch zweimal catchen, also warum das nicht machen, wa? Ganz am Rand der Kapelle hätten wir irgendetwas. Außerhalb der Ding. Das hier irgendwelche Gegner in Sicht. Ja. Doppelt so viele Belohnungen. Machen wir hier ein bisschen Sorgen um das Level. Das ist schon ein bisschen extrem hoch. Na komm. Kriegen wir schon hin, wa? So, machen wir den hier überschreiben. Habe ich jetzt gerade den falschen Speicherslot überschrieben? Mir war irgendwie so, ich hatte irgendwie 2 Speicherslots für bestimmte Begründungen. Der Meister des Reißbretts. Oh. Ob der was rausreißt? So, warte mal, muss ich ganz kurz nochmal gucken. Ah, nee, warte mal. Ah, doch. Da ist automatisch speichern, das ist was anderes. Thron des Wissens, der ist klar, der muss bleiben, weil sonst einfach ein Problem. Das ist eigentlich auch so. Ja, eben. Ah, okay, das stimmt schon. Ja, eben. Datei 1 und 2 lasse ich es so aus Gründen. Datei 3 und 4 sind jetzt die ich aktuell überschreiben kann. Alles gut. Gucken wir mal die Karte an. Was haben wir denn Schönes? Ja, wir haben Faustkämpfer. Ja. Überlegung, Kasper reinschicken. Oh, wir haben Monster. Ein bisschen auf Silberwaffen, wa? Oh, wir haben noch Geflügelte. Okay. Das hier. Resistenzen, da werden sich die Mages bei uns freuen. Jo. Da natürlich nicht, da ist klar. Keine Truhen. Oh, das ist nicht gut. Da hat sogar noch ein Mage, der muss weg. Dann hat es hier einen Pfeil- und Bogentyp, der muss auch weg. Weg, weg. Relativ viele Einheiten mitnehmen. Fast so aus, wa? Auch ist keiner von Haus aus gesetzt. Sehr gut, sehr gut. Dann würde ich mal sagen, erstmal alles ein bisschen gucken, wie wir es genau machen wollen, wa? Also, Ziel ist für Level 30. Er hat irgendwie was notiert. Okay. Dann mal gucken. Edelgard braucht es nicht wirklich. Vielleicht mehr zum Schutz dabei zu haben. Dann gucken wir mal. Ich meine, was natürlich klar ist. Den kann man sich auch überlegen, als zweiter Tank nehmen, Raphael.
Jo, macht Sinn, weil er hat doch relativ viel Verteidigung, das gefällt mir. Ferdinand hat zwar auch viel Verteidigung, ja, kann sich jetzt eigentlich auch überlegen. Ja. Er hat die Waffen auch ein bisschen modifiziert, man sieht's. Das sind halt auch schon die Stärkenwaffen und so, oder legendäre Waffen, oder wie man denen schon so sagt. Ja, sorry, ist wie gesagt schon eine Weile her. Das letzte Mal hier waren. Felix, ja, er hat natürlich viel Power. Ein Axtbrecher, ja, er wäre da gegenüber im Vorteil dank der Fähigkeit, aber es ist Grund genug, ihn hier hinzuschicken, weil ich bin schon mal 5 von 10. Ich würde gerne halt Shamir und auch Menantetta mir einen Ring schicken. Weil die halt doch auch die Reichweite meine ich halt. So, warte mal, Petra. Felix ist sowieso schon kurz vor Level 30, lass ich jetzt mal noch. 2 kommen noch mit und 2 sind zur Unterstützung. Ja, bis jetzt alles Frontkämpfer, schön waren schon noch Mages. Sie ist eigentlich mehr zum Heilen. Kann zwar nicht schaden, ich brauche ein paar, die auch ein bisschen Schaden machen. Warte mal, ich lasse doch mal Edelgard noch weg. Weil dann kann ich nämlich 3 Mages mitnehmen. So, und noch 2 Adjutanten. Nehmen wir doch die einfach so mit, damit wir ein bisschen mehr Angriffspower haben. Kaspar generell, Ingrid wäre mir fast lieber, oder auch Linhardt. Ja, seht ihr, ich habe ein bisschen zu viele sonstige Truppen. Michael und Ding wäre eine Option. Ingrid und Linhardt so als Kombi. Kaspar wäre mehr als Schilder, dann brauche ich jetzt hier eigentlich nicht, weil es sind nicht so die super starken Gegner unterwegs. So, warte mal. Lass ich ein bisschen anders machen. Die kommen eh nicht so weit. Der vielleicht schon. Na gut. Stärke geht so, Das wäre das eigentlich so das Thema. Dann würde ich doch mal sagen, wir lassen Ferdinand und Raphael. Ne, warte mal, Raphael geht da oben hin. Ferdinand kann hier unten bleiben. Wir haben hier oben Cherisa, okay. Dann Petra, die schlagen sich natürlich durch, so wie sie es gerne hat. Dann haben wir hier die Bogenschützen, hier die Mages ganz hinten. Wobei, eigentlich müsste ja so sein. So. Gut. Ich würde sagen, Freunde, kann man so machen, oder? Nach Ewigkeit mal ein bisschen Fire Emblem. Ja, ich freue mich auch ein bisschen, muss ich zugeben. Aber ich weiß jetzt schon, in 2, 3 Folgen werde ich mich noch viel, viel mehr freuen, weil das ist bei mir irgendwie so, ja? Am Anfang immer so ein bisschen, yeah, soll ich jetzt das wirklich zocken? Yeah. Und dann, sobald ich wieder irgendwie drin bin, yo, jetzt geht's ran. So, also eigentlich dürften die gar kein Problem sein, die macht noch keinen Damage, kannst du vergessen, ey, so. Will ich schon mal ein bisschen angreifen? Ja, komm. Level 3 ist aus dem Grund, damit ich das Ultima-Siegel noch anwenden kann. Ich bleib direkt hier, komm. Da passt. Ja, da hatten wir schon, dass noch irgendwie so ein 50 kommt. Die dürfen gerne auf ihn los. Oh ja, das ist gar kein Thema. Mit der Silberaxt oder Stahlpanzer ein? Ne, die Silberaxt, die passt. Das ist auch so eine Truppe, ne. Ja, ein bisschen ungewöhnlich vielleicht. Aber passt schon. So.
Dann sind wir, die mal ganz kurz noch selektieren, die mir ein bisschen Sorgen bereiten. Ja, der vielleicht ein bisschen stärker ist, aber ansonsten. Da komme ich da hin. Da kann ich vielleicht Dorothea hier hinstellen, um ihn direkt abzuknallen, oder ich mache sonst was, keine Ahnung. Die noch. Wie weit kommt die? Ach du Scheiße. Warte mal. Okay, ich wollte schon sagen, der wäre ein bisschen sehr weit gewesen. Luis, was ist los? So kannst du mal ein bisschen weiter angreifen. Ich bin enttäuscht. Alter, dafür fetzt der in den Weg. Aschenglut. Mhm. Brand, auch schön. Der schreckliche Ritter. Keine Kampf gegen. Ja, dann kriegst du Schaden, Kumpel. Silberschwert. Rittertode ist kein Ritter. Sichel. Sarial-Sense. Das ist eine normale Sense, oder? Hier, Sichel. Aschengluten weg ist er. Ich kann sagen, was du willst, aber er ist halt stark, hä? Er muss irgendwie auch. So, mal den hier hinschicken, so ein bisschen abschirmen. So, wir wissen ja, Petra hat eine geile Fähigkeit, mit der sie eigentlich nicht attackiert werden sollte. Ist so ein bisschen für Assassinen normal, war. Dass die sich sagen, ja, nö, den greifen wir nicht an. Aber geht, glaube ich, mehr darum, dass man sie gar nicht richtig sieht. Ja, weil nur noch die Waffen war. Ja, aber das reicht doch, komm. Crit! Seht ihr, die Pause war notwendig, damit Petra auf mich hört. Beim ersten Mal Crit, nicht immer erst beim zweiten Mal. Schnauze. So. Dann mal gucken. Die machen das, wie es gedacht war. Okay. Die gehen auf den Drachen los. Okay, der ist neutral. Also, das Monster halt. Was? Geht trotzdem auf Petra los? Okay. So, weil dazu ist das immer funktioniert, war. Magel könnte dahin. Wie sieht es eigentlich mit den Erfahrungspunkten so aus? Weil, yeah. Geht noch ein bisschen mehr. Am Kriegerbogen müsst ihr eigentlich zweimal angreifen, deswegen hat sie das Teil ja, aber ja, wenn es dann nichts bringt, dann. Ja, kommt als Silberbogen. Wenn es auch zu lame ist. Level up für Bernadetta. Yes, Mann, wir sind wieder drin, Freunde. Back to action. Ja, und eben so lange dauert die rote Blume-Route eigentlich nicht mehr. Das sollte nicht so lange dauern. Ja, halt die Frage, was mache ich jetzt mit uns so im Allgemeinen? Gehe ich doch irgendwie in eine gewisse Richtung oder sage ich mir so, nö. Warum kommt der so weit? Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Oh. Doof, wenn ich Kriegerwaffen mit Fähigkeiten ausstatte, dann ist natürlich im Arsch, wa? Dann kann ich da einen Doppelangriffsbonus vergessen. Ja, und dass er created ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Ja, Dorothea könnte es natürlich umreißen. Ich meine, ich kann es auch hier hinstellen und sie greift da irgendwie mit Ding an. Mit Meteo und tschüss, aber wollen wir das? Level 30, Ziel erreicht für Dorothea. Irgendwie, obwohl die runter kämen, greift keiner von denen. Wer kommt überhaupt so weit? Trotzdem gehen die auf Raphael. Hä? Muss man das verstehen?
Ja, weiß auch nicht. Muss ich hier unten, war? Heilung, Mimbi. Ah, wegen Level Up, okay. Und ich hab mich schon gewundert. Okay, das war klar, dass er ausweicht, einfach in die Luft geschlagen. Da, Da könnt ihr draufhauen, bis ihr schwarz werdet. Das bringt gar nichts. Okay, jetzt machst du ein bisschen Angst mit dem Freaken. Also die Häufigkeit ist ja fast schon legendär. Oh, wertvolles Geheimnis. Da war doch irgendwie was, wa? Haben da irgendwie 5 Items und so, damit das funktioniert? Also 5 davon und kriegt man ihnen etwas. Oh. Jetzt hat Raphael einen guten Gegner vor sich. Das gefällt mir. So, der hat es drauf eingestellt, geht trotzdem mit ihm schon mal hier hinten durch, weil er soll sich Fernand direkt darum kümmern. Ich glaube, irgendwie Sinn war. Der hat zu viel Defense, da kommt sie nie durch. Das ist natürlich kein Miniaturbogen. Deswegen klappt es bei dem Typen nicht. Ja, kann nur ein Feld vorwärts gehen, aber... Moment. Ja, egal, komm. Vielleicht macht's ein Crit. Nö. Aber Kriegerbogen generell ist schon geil. Und da halt auch der. Dann kriegt Bernie die Angriffspunkte, die Erfahrungspunkte. So, oh, da könnte vielleicht ein bisschen heikel werden. Nehmen wir mal die Sense hier. Die Sense des Grauens. Und schick Petra hier rein. Also jemand sie angreift, ist sowas von unrealistisch. Ich sehe zwar, einer wird sie angreifen, aber egal. Kannst du jetzt ausweichen, perfekt. Ja, das geht schon, Freunde. Ich mache ihm noch hier meinen guten alten Kumpel Michael. Jetzt zieht der Diago ganz schön auf sich, ey. Ja, ein bisschen was darf er auch tun. Aber nicht unbedingt damit. Ich nehme mal, da kommt den Nahkampf. Machen wir den Nahkampf. So. Mein alter Kumpel Hubert. Ist ja ein Mage. Ein Mage macht gerne Schaden. Und das wird wehtun. Und Freunde, wisst ihr, was auch wehtut? Alter. Das auch, ja. Aber was auch wehtut, die Folge ist wieder vorbei. Es ist unglaublich. Typisch Fire Emblem, Kamas angefangen, schon ist wieder vorbei. Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Fire Emblem Three Houses. Jetzt hoffentlich ohne Unterbrechung bis zum Ende. Und wie gesagt, so viele Kapitel sind es nicht mehr und das kriegen wir noch irgendwie hin. Hoffentlich irgendwie in gutem Maße, ohne große Verluste. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Bis dahin, bye bye.